Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal ein bisschen anders, ist gerade Halbzeit und da ich das Spiel hier unten an meiner Maschine gucke und ich doch ein paar Themen schon habe zur Halbzeit, wollte ich die mal raushauen. Außerdem haben wir ja ein paar Themen vor dem Spiel überhaupt erstmal. Ja, ich denke, die 11, die auf dem Platz steht, ist schon hart gehandicapt, gerade was die Offensive angeht. Weil, sind wir ehrlich, Gnabry ist heute der Note 6, ist ein Komplettausfall. Gerade dann, wenn es mal auf ihn ankommt, ist das heute ein Trauerspiel. Das kann ich schon mal sagen, die erste Halbzeit. Absolut grottig, absolut schlecht. Nicht einen Zweikampf gewonnen gefühlt. Von Tillmann will ich gar nicht erst anfangen. Gut, der Junge ist vielleicht einfach nervös, sonst was. Aber Tillmann hat auch nicht einen Zweikampf gewonnen. Ja, zum Glück ist er da in der 40. Minute noch defensiv hingekommen. Ansonsten hätte es wahrscheinlich 3-1 gestanden, aber vorne hat er nicht. Es kommt kein Pass an, es gewinnt kein Zweikampf. Muss er auswechseln. Bin ich ganz ehrlich, einen Gnabry kannst du gleich mit auswechseln. Sind für mich beide nicht tragbar vorne, sind, ja, über außen passiert gar nichts bei uns. Klar, wir haben nichts auf Ersatzbank, außer junge Talente. Aber, ja, also der Tillmann ist uns keine Hilfe, muss man mal ganz klar so sagen. Was jetzt gar nicht irgendwie ein Vorwurf sein soll, aber es ist einfach Fakt. Da kannst du auch einen anderen 16-, 17-Jährigen reinhauen. Das kommt auf selber raus. Und beim Gnabry genauso. Wir haben sehr gut angefangen. Ich fasse mal die erste Halbzeit schon mal zusammen. Wir haben sehr gut angefangen. Wir haben die Gladbacher gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben das Tor gemacht. Haben dann durch ganz dumme Sachen wieder, durch individuelle Fehler. Ich meine, klar, dass die Gladbacher über die rechte Seite spielen, wenn da ein Sabitzer steht, der bei uns auch nicht eine gute Leistung gezeigt hat, der positionsfremd spielt, der ein Linksfuß ist, ein Rechtsfuß ist, der auf links spielt und so weiter, ist doch klar. Aber wenn dann die Fehler von den Spielern passieren, die den Anspruch haben und sich hinstellen und sagen, ja, ich möchte unbedingt in der Innenverteidigung spielen, ich bin so ein guter Innenverteidiger, ja, haben wir heute gesehen bei ein paar Wahlen in der ersten Halbzeit, was er für ein Innenverteidiger ist. Kannst du wie Gnabry, ja, nicht ganz wie Gnabry, gebe ihm eine 5. Unterirdisch. Einfach unterirdisch. Auch das zweite Tor, also bei der Ecke. Also, Leute. Klar, Levi ist drunter hergesprungen, aber Pavard muss am Mann dran sein. Er ist Innenverteidiger. Was ist los mit dem Kerl, Alter? Er quatscht immer, ja, er ist Innenverteidiger, er hat keinen Bock auf rechte Verteidiger, heute spielt er Innenverteidiger und spielt grottig. Ohne Scheiß, da kannst du ja besser einen Kimmich da hinstellen und ihn auf rechts stellen. Da hätten wir mehr von. Da könnte erstens der Kimmich das Spiel ein bisschen besser lenken durch die Mitte. Verstehe ich nicht. Ja, klar wäre es ein Schlag ins Gesicht für ein Pavard, hätte er wieder keinen Bock drauf. Aber mit der Leistung, die er heute gezeigt hat, lächerlich. Wie gesagt, wir haben super angefangen. Wirklich super dafür, dass wir mit der Mannschaft spielen. Wir haben super gepresst, die Gladbacher gar nicht ins Spiel kommen lassen. Gladbach war gar nicht existent auf dem Platz. Und dann durch zwei so eine Dinger, ja, kriegen die Gladbacher natürlich so eine Brust und hey, ja, wir freuen uns. Alter. Wie ich schon beim letzten Video sagte, gegen diesen Drecksclub, Alter, kriege ich schon mal die Pimpanellen, sage ich euch ganz ehrlich. Da werde ich emotional. Ja. Klar, dann haben die Gladbacher gute 10 Minuten gehabt. Und das war's. Ja, muss man auch sagen. Klar, mittlerweile ist Embolo ein bisschen besser im Spiel und Stindl, dass sie die Bälle vorne mal halten. Das war am Anfang gar nicht der Fall. Ja, aber verdient ist das 2-1 aus meiner Sicht auch nicht. Ja, zur Halbzeit, muss man mal ganz klar so sagen. Aber Fußball ist nicht fair. Es wäre natürlich schön, wenn der Fußballgott mal ein bisschen mehr auf unserer Seite wäre, wenn wir 11 Corona-bedingte Ausfälle haben. Aber das ist halt auch nicht der Fall. Ja. Generell zu der Problematik vielleicht, ja, ich hätte das Spiel auch nicht abgesagt, bin ich ganz ehrlich, weil, wo willst du eine Grenze ziehen? Ja, wenn man jetzt sagt, jo, keine Ahnung, wenn ein Verein 5 plus Corona-Fälle hat, von Stammspielern, dass man das vielleicht dann nochmal genauer definiert, die 10 plus mehr Einsätze haben, kann man das Spiel absagen, wenn der Verein das möchte. Ja, aber setz das mal ins Verhältnis. Keine Ahnung, lass mal bei Dortmund Haaland und Reus ausfallen. Ja, da reichen schon 2 Ausfälle, dass die Mannschaft
nur noch 50% ihrer Leistung bringen kann. Und so ist es halt bei vielen anderen Vereinen auch, die 2, 3 Schlüsselspieler haben. Lass die da mal ausfallen und die können das Spiel dann nicht absagen, wo bei anderen dann vielleicht irgendwie 5 Indianer ausfallen anstatt 3 Häuptlinge. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher, ja. Ist das schon okay, müssen wir mit leben. Und wie gesagt, wir haben auch eine ganz gute Mannschaft auf dem Feld. Mal abgesehen von Tillmann. Und Tillmann, ja, die ganze linke Seite ist einfach tot. Ja. Die rechte Seite ist mit Gnabry auch tot, das ist ein bisschen schade. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von Serge. Er hätte heute mal richtig zeigen können, was er ist und was er sein möchte für diesen Verein. Das tut er gar nicht. Ganz ehrlich, der ist... Ja, bitte. Verlänger den Vertrag nicht, geh einfach. Ohne Scheiß, das ist eine Frechheit, diese Leistung heute. Sag ich euch, wie es ist. Ja, was können wir erwarten? Also ich wäre dafür, dass der Kimmich entweder ins Mittelfeld geht oder zumindest auf Innenverteidigerposition, dass er einfach mal ein bisschen mehr das Spiel in die Hand nehmen kann. Rocker macht es meines Erachtens ganz gut. Ich würde mir aber wünschen, wenn Kimmich den defensiven, also den 6er-Part mehr spielt, Rocker einen davor auf die 8. Musiala rechts außen oder links außen ist eigentlich wurscht. Gnabry raus, Tillmann raus. Ja, in der Innenverteidigung, ich weiß nicht, ob wir noch irgendeinen jungen Jobs für die Innenverteidigung haben. Stell ihn da rein, kann auch nicht schlimmer werden wie mit dem Pavard, machen wir uns nichts vor. Pavard will ich auf eine Rechtsverteidigerposition stellen, sofern er da Bock hat. Ja, schwierig, optionsmäßig. Ne? Weniger Verteidiger haben wir halt auch gar nicht. Also willst du den Sabitzer da einen Vorwurf machen, kannst halt auch nicht, positionsfremd und hin und her, möchte ich ihm auch gar nicht so einen Vorwurf machen. Hat auch gut angefangen eigentlich, Sabitzer, aber dann, ja, haben die Gladbacher, wir haben quasi in der Zeit, wo Gladbach besser wurde, wurden wir auch kontinuierlich schlechter. Ne? Und das Pressing hat nicht mehr so geklappt, ist nur noch einzeln angelaufen worden und so weiter. Hat man sehr schön gesehen, wie schnell das gehen kann, und ja, das Eckentor kriegen wir halt alle 10 Spiele mal. Ja? Das dann ausgerechnet in dem Spiel passiert, ja. Aber es war natürlich auch ein klarer individueller Fehler, muss man auch mal sagen. Ansonsten vorne haben wir genug Dinge auch gehabt. Levi hätte das Ding noch machen können, hätte abspielen können. Ansonsten haben wir ja 1, 2 Szenen gehabt, die nicht gut zu Ende gespielt wurden. Generell viele, viele Fehlpässe bei uns. Klar, was irgendwo nicht ganz verwunderlich ist, wie gesagt, Tillmann ist ein Komplettausfall. Kein Vorwurf an den Jungen, aber ich denke, das ist einfach anscheinend gerade zu viel Druck. Bin sehr gespannt, ob er zweite Halbzeit wiederkommt oder ob Nagelsmann ihn erlöst. Wie gesagt, Gnabry kannst du auch erlösen. Ja, er hat 2, 3 Mal nach vorne einen Sprint angezogen. Aber in so einem Spiel, ja, wo alles kunterbunt spielt, auf fremden Positionen, da muss halt jeder mal jeden helfen. Ne? Und das macht der Gnabry. Die wird einfach stehen. Joggt dann einfach so, ne, sein Alibi joggen. Leute, das ist grausam anzusehen. Das macht mich traurig, regt mich auf. Guck dir Musiala an, guck dir den Rocker an, die sich reinschmeißen. Selbst der Tillmann, der schmeißt sich rein und rennt wie ein Bekloppter, auch wenn er kein Glück hat. Wie gesagt, mit den Zweikämpfen und mit den Pässe. Aber da kannst du ihm auch nichts vorwerfen. Und der Gnabry ist wieder der Einzige, der dumm rumsteht, weißt du? Verstehe ich nicht. Ja. Ansonsten, ich habe 3-2 getippt für uns. Mit viel, viel Hoffnung vorm Spiel. Ja, wenn ich die ersten Viertelstunde, 20 Minuten gesehen habe und jetzt auch wieder so die letzten 5 Minuten, ja, möglich ist es. Wie gesagt, du kannst aber unsere beiden Außen auswechseln. Da können frische Kräfte hin. Schlimmer kann es nicht werden. Für den Sabitzer werden wir keine Alternative haben, denke ich. Hat auch ein paar gute Bälle gespielt, ein paar Diagonalbälle versucht und so weiter. So schlecht war es jetzt nicht, aber in der Defensive, ja, ist ja heillos überfordert, wie man sieht. Bin gespannt, ob der Nagelsmann da noch was ändern wird und wann er was ändern wird. Ob er die Eier hat, was ich eigentlich schon denke. Bin gespannt, ob er zur 60. so 3 Wechsel durchführt oder nicht. Oder vielleicht jetzt schon in der Halbzeit den Tillmann rauslässt. Also Gnabry draußen lässt, glaube ich nicht. Wo es in meinen Augen mehr als gerechtfertigt wäre. Ansonsten Ulle. Ulle hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt bei dem ersten Tor, muss man ganz klar. Auch bei der Ecke war er auch noch knapp dran. Bisschen unglücklich alles irgendwie. Da hat er 2 Bälle stark gehalten. Was 1:1 hat er gehalten, was dann so ein Handspiel noch war vom
vom Neuhaus und dann den anderen Ball hat er in neuer Manier hier. Ja, hat er sehr gut gemacht. Ja, schwierig einfach, ne? Du hast einen Innenverteidiger, das ist der Süle, der seine Sache auch ganz gut macht. Ja, und dann hört's auf. Ne? Den Pavard kannst du leider auch nicht als Innenverteidiger zählen, da heute auch nicht, weiß ich auch nicht. Ist halt auch so eine Sache, ne? Man fordert, seitdem er bei uns ist und dann hat man die Chance und versagt so kläglich. Ne? Und das noch nicht mal gegen was weiß ich wen, weißt du? Die Gladbacher waren nach dem 0-1 Rückstand, waren die am Boden, Alter. Die haben kein Selbstvertrauen gehabt, nichts. Da hätte halt das zweite nachlegen müssen und nicht da so diese Tore wieder herschenken. Ja, dann wäre das Spiel ganz eine Linie gelaufen. So wird es jetzt eine ganz harte Nuss. Also entweder kriegen wir relativ frühzeitig, also zum Start der zweiten Halbzeit, das 3-1 eingenetzt, ja. Dann ist das Spiel durch. Weil dafür ist das zu durcheinander gewürfelt, als dass wir so einen 2-Tore-Rückstand dann nochmal wegmachen. Und vor allem haben wir auch nichts, was wir jetzt nachlegen könnten. Ja, mit einem Sané, mit einem Coman oder sonst was haben wir halt einfach nicht. Oder wir machen frühzeitig jetzt nochmal richtig Feuer, richtig Alarm, schaffen es irgendwie ein Tor zu machen. Da muss man sehen, wie die Gladbacher sich verhalten. Aber Gladbach ist jetzt sehr stabil im Spiel, muss man sagen. Haben uns eigentlich gut im Griff gehabt, jetzt so die letzten 20 Minuten erste Halbzeit. Oder 25 Minuten, muss man ganz klar sagen. Von daher bin ich sehr gespannt, wird schwierig werden. Ja, aber mal sehr interessant. Ne? Mal sehr interessant zu sehen. Und ich denke, ich haue ja echt oft auf den Gnabry drauf. Ja? Ich lobe ihn auch, wenn er wirklich mal Bock hat. Ja? Müsst ihr auch mal sagen. Aber ich denke, heute, gerade diesem Spiel, sieht man das schon sehr arg. Oder, keine Ahnung, sehe ich das wieder so negativ. Also ich habe den unterirdisch schlecht gesehen, Leute. Unterirdisch schlecht. Ob offensiv oder von der Defensive brauchen wir gar nicht reden. Die war einfach nicht vorhanden. Ja. Und der Kimmich ist doch hier sein Bro. Die sind doch so. Die gehen doch Hand in Hand über die Blümchenwiese. Und selbst für den läuft er nicht mit nach hinten. Selbst für den nicht. Das hat man heute ganz klar gesehen. Wenn nicht für den Kimmich, ja. Meinst du, dann läuft er für irgendjemand anderen da nach hinten, wenn er das noch nicht mal für sein Bro da macht? Alter, lächerlich. Naja, gut. Ich hoffe, der Gnabry kommt nicht wieder. Ich hoffe, spätestens in der 60. geht er raus, weil dann kann ich mich nach der zweiten Halbzeit, wenn ich den Talk hier weiterführe, muss ich mich nicht wieder über Gnabry aufregen. Ansonsten vielleicht noch ein Wort zum Schiri. Schiri ist auch unterirdisch schlecht, Leute. Unterirdisch schlecht. Erste 20 Minuten, was da... Der Ginter, ja, der Ginter haut den, auch der Embolo vorhin, der Embolo im Zweikampf, tritt dem Sabitzer oben drauf mit den Stollen auf den Schuh und er kriegt einen Freistoß bei uns in der Hälfte. What the fuck is going on, Alter? Das kann man schon mal als klare Fehlentscheidung sehen, ja, wenn er hier mit den Stollen komplett auf dem Fuß steht und dann einen Freistoß kriegt, weil er schreit und sich über den Platz kugelt, der alte, Alter. Ganz ehrlich, das riecht mich sowas von auf. Das ist so ein dreckiger Schauspieler, der Embolo, Alter. Der mag ja echt ein ganz guter Stürmer sein, ne? Aber es ist ein Schauspieler, Alter, wie Neymar. In jedem Spiel. Der hat einen Körper wie ein Haaland, Alter. Und kugelt sich über den Platz wie eine Pussy. Wie Neymar. Das ist lächerlich, Leute. Das ist wirklich lächerlich. Das ist traurig auch. Macht mich auch traurig, so ein Verhalten. Aber gut, das ist in der ganzen Bundesliga. Ja? Das ist nicht nur auf Gladbach. Das haben wir bei uns auch ein, zwei Experten. Da müssen wir uns gar nicht ausnehmen. So, jetzt verquatsche ich mich hier schon. Dann geht die zweite Halbzeit los. Mal gucken, ob mein Puls nochmal runterfährt. Oder ob ich mich nochmal richtig aufrege in der zweiten Halbzeit. Naja, gut, Leute. Mal ein bisschen emotionaler heute, wa? Mal nicht so analytisch cool nach dem Spiel mit runtergefahren, sondern in der Halbzeitpause Teil 1. Teil 2 sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. 1 Minute nach Abpfiff. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fazit auf jeden Fall vermeidbare Niederlage. Ja? Bisschen unglücklich verloren. Wir hatten auf jeden Fall noch Chancen. Ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht von der zweiten Halbzeit. Ersten 20 Minuten, zweite Halbzeit waren sehr stark. Gladbach keine Chance gehabt wie erste Halbzeit einfach. Ja? Haben wir das Spiel ganz klar im Griff gehabt. Aber leider kein Glück heute. Muss man einfach so sagen. Wir haben noch 2 insgesamt. Levi zweimal am Pfosten getroffen. Beziehungsweise die Latte.
Auch Müllers Nachschuss dann das eine Mal da direkt auf dem Fuß. Ja, einfach kein Glück heute gehabt. Klar hätten die Gladbacher irgendwie den einen oder anderen Konter ein bisschen besser ausgespielt, wäre es auch schneller vorher durch gewesen, haben sie aber auch nicht hingekriegt. Von daher, aus meiner neutralen Sicht, okay, neutrale Sicht habe ich nicht, aber aus meiner Empfindung wäre heute ein Unentschieden von der Leistung her von beiden Mannschaften gerecht gewesen. Ja, aber so ist der Sport, ne? So ist der Fußball. 2-1 verloren, wenn du die Tore halt einfach nicht machst, dann verlierst du halt. Oder wenn du die Tore kassierst, wie wir sie kassiert haben, was halt auch vermeidbar war, ganz klar, dann gehst du halt als Verlierer vom Feld. Punkt. Enttäuscht bin ich von Nagelsmann, auf jeden Fall. Habe ich nicht verstanden, warum man dafür für in der 77. oder was das war, dann erst wechselt. Also dann auch nur 2 Leute ausgewechselt. Ich denke, wir haben den einen oder anderen Spieler gehabt, der nicht wirklich präsent war oder der keinen Bock hatte oder der einfach platt war. Was hätte es geändert? Ja, gut, vielleicht hätten wir einen Fehler gemacht oder was dumm. Wir hätten vielleicht eher das 3-1 gekriegt oder sowas. Aber dann wäre auch gut gewesen, mal ganz ehrlich. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Man hätte die Jungs viel, viel früher bringen müssen, meines Erachtens nach. Der Tillmann war ein Komplettausfall. War zweite Halbzeit auch nicht wirklich präsent. Ja, zweimal gut mit nach hinten gearbeitet, keine Frage. Das kann man ihm zugute halten, aber vorne war er halt einfach nicht präsent. War komplett überfordert. Ja, was kein Vorwurf sein soll, aber es ist nun mal ein Fakt. Ihm hat einfach die Leichtigkeit gefehlt, das hat man gesehen. Gnabry war auch eine 6, Alter. Gnabry war ein Totalausfall, auch zweite Halbzeit. War es einen Tacken besser wie in der ersten Halbzeit, ja, aber als einzigster Offensiver da außen muss da einfach was kommen und da kam gar nichts. Müller auch enttäuschend, zweite Halbzeit komplett enttäuschend. Ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob er nicht fit ist oder was, war auf jeden Fall auch enttäuschend. Die einzigen, die mich heute überzeugt haben, waren Lewandowski und Musiala. Musiala war der einzige mit Levi zusammen, wo du gemerkt hast, gut, beim Kimmich hast du es auch noch gemerkt, die wollten. Ja, die sich dagegen gestemmt haben, die alles versucht haben. Ja, bei vielen hast du so das Gefühl gehabt, ja gut, ja mein Gott. Ja, wir haben ja die Ausrede von 11 Corona-Fällen und 2 Afrika-Cup-Teilnehmer und einen verletzten Goretzka, da können wir ruhig verlieren, ist nicht so schlimm. So, das Gefühl habe ich gehabt bei dem einen oder anderen. Ja, keine Ahnung, nichtsdestotrotz schmeißen wir einen Blick auf die Statistiken. Bin sehr gespannt. Ballbesitz 61:38, Abseits 5, 2 Fouls, 18:21, Zweikämpfe 47:52. Schüsse aufs Tor 7:4, Schüsse insgesamt 18:10, Ecken 6:6, angekommene Pässe, bla, Flanken 14:6. Ja, ich denke, die Statistik sagt auch, dass wir das Spiel nicht hätten zwingend verlieren müssen. Schüsse insgesamt, Levi 3, Müller 2, Gnabry 1. Vom Gnabry-Schuss kann ich mich gar nicht dran erinnern. Müller, ja, diese Fußspitze hier dran hatte und dann das andere Ding da auf der Linie. Schwierig. Müller in Topform hätte wahrscheinlich einen von den beiden gemacht. Ja? Wäre wieder ganz unorthodox, komisch ausgesehen, aber es wäre einer reingegangen. Levi, seine 3 waren auch alle gut. Ja? Wie gesagt, das eine war das Tor, die anderen beide war Pfosten und Latte, also von daher. Torschussvorlagen Müller 1, gewonnene Zweikämpfe, Gnabry 9. Wow, Chaka, Alter. Musiala 8, Pavard 6. Keine Ahnung, habe ich beim Gnabry nicht wirklich gesehen. Aber wenn das hier steht, dann nehmen wir das mal so hin. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich den Gnabry einfach immer zu schlecht sehe oder was. Aber ich habe den heute nicht mehr mit 9 Zweikämpfen gewonnen gesehen. Keine Ahnung, wo er die gewonnen hat. Ich weiß es nicht. Pavard 6. Ja, I don't know. Pavard war für mich auch heute eine Fahrkarte. Ballkontakte Kimmich 125, Sabitzer 111, Pavard 102. Gefordert worden, schenken wir uns. Das können wir ganz schnell abhaken hier heute, das ganze Thema. Verkehrt. Ja, wie gesagt, Fazit können wir stehen lassen. Ja, nicht unverdient verloren, aber es war eine vermeidbare Niederlage. Ne? Unverdient haben wir nicht verloren, weil wir haben verloren. Wenn man verliert, hat man verdient verloren. Punkt.
weil dann hat man einfach ein Tor zu wenig gemacht oder ein Tor zu viel bekommen. Nichtsdestotrotz, die zweite Halbzeit, so ab der 65. hat mich enttäuscht von unserer Mannschaft. Da war nicht mehr diese, wie gesagt, abgesehen von Musiala und Levi, dieser unbedingte Wille zu sehen, hat man nicht gespürt, so dieses Gegenstemmen irgendwie. Es war so, ja, war dann auch, es war auch kein Feuer mehr im Spiel. Das Einzige, wann Feuer im Spiel war, wenn Levi oder Musiala am Ball war. Ja, sonst war so, ja, ja, hier, ist ja einfach so hingeplätschert, ne? Hat mir nicht gefallen, hat mich ein bisschen verwundert und dass dann in dieser Phase auch keine Wechsel kamen, das hat mich richtig verwundert. Also da weiß ich nicht, da hat er keine Eier gezeigt, der Nagelsmann, ganz ehrlich. Dass man dann irgendwie 13 Minuten vor Schluss nochmal irgendwas versucht, ja, hätte man 20 Minuten eher tun sollen. Weil vielleicht wäre die Phase dann ein bisschen länger gegangen, die wir hatten. Diese Druckphase von den knapp 20 Minuten. Ja, wenn man merkt, das ebbt ab, dann hätte man vielleicht nochmal frische Kräfte bringen können, die einfach mal ein bisschen vielleicht was kreieren oder nicht. Schlechter jetzt nicht werden können, meines Erachtens nach. Gut. Habe ich sonst noch was zu sagen? Ja, wir können die Spieler gerne einmal durchgehen. Zu den meisten, die sehr negativ und sehr positiv waren, habe ich eigentlich schon alles gesagt, aber warum nicht? So. Ulle auch sehr unglücklich, Leute. Sehr, sehr unglücklich. War an beiden Toren, war er dran. Das erste war natürlich hart geschossen, er hat noch den Fuß dran gehabt. Kann man ihn, ja, weiß ich, ob man ihn am Vorwurf machen kann, ich denke nicht. Bei der Ecke war er auch noch mit der Fingerspitze dran, dann kam er nicht mehr richtig dran, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ansonsten zweimal sehr gut gehalten. Ja, würde ich eine gute 3 geben, hat nichts verkehrt gemacht. Pavard gebe ich eine 5, hat mich komplett auf voller Linie enttäuscht. Ja, wer Innenverteidiger sein will, darf nicht so eklatant schwach in Zweikämpfen sein auf dieser Position. Ich meine, das ist schon auf Außen oft genug seine Schwäche gewesen, aber innen kann man sich das halt gar nicht erlauben. Ja? Und wenn wir da gleich den Gegenpart in Süle nehmen, den will ich heute eine 2 geben. Den gefühlt hat der den Bolo jedes Mal abgekocht. War für mich der klar bessere Innenverteidiger und hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Kimmich fand ich verschenkt auf der Position, bin ich ganz ehrlich. Erstens kam Gladbach nicht über diese Seite. Logisch, dass sie es mehr über links versucht haben. Keine Ahnung, da hätte man dann auch einen anderen hinstellen können. Dann hätte man auch den Sabitzer auf rechts stellen können. Ja, und auf links irgendeinen anderen, der hätte das auch nicht schlechter machen können, wie der Sabitzer. Oder wie ich schon sagte, du hättest einen Kimmich auf die Innenverteidigerposi gezogen. So dass man dann auch mal zwischendurch hätte auf Dreierkette gehen können. Oder wir hätten generell mit Dreierkette spielen können, mit diesem Kimmich in der Mitte. Wären alles Möglichkeiten gewesen. Auf rechts war er komplett verschenkt. Ja, das ist so dieselbe Story wie damals mit dem Philipp Lahm. Ja, meine Meinung dazu. Sabitzer hat es schwer gehabt, ja, muss man mal so sagen. Also Kimmich will ich eine 3- geben. Ja, Ehrgeiz und so, aber einfach wirkungslos auf dieser Posi. Und im Zusammenspiel nach vorne war gar nichts zu sehen irgendwie. Und Zusammenspiel mit Gnabry war auch nicht wirklich vorhanden irgendwie. Sabitzer, ja, hat schwer gehabt. Ja, muss man mal sagen, mit dem verkehrten Fuß auf der Seite und so weiter. Hat es dafür in der zweiten Halbzeit ordentlich gemacht, fand ich. Ja, kann ich ganz schlecht bewerten, will ich bei einer 3 bleiben, aber keine Ahnung, kann ich nicht wirklich gut bewerten irgendwie. Müller, wenn ich Müller als Maßstab setze, war es eine 4 heute. Ja, super angefangen, erste Viertelstunde Kommandos gegeben, gepresst und so weiter. Immer weiter abgefallen danach. Immer weiter. Auch zweite Halbzeit war der Müller kaum zu sehen. Ja gut, das eine Ding, was er nie wieder reingeflogen hat, war immer da mit der Fußspitze. Ansonsten wirkungslos irgendwie. Weiß ich nicht. War nicht so... Ja, war auch nicht so Müller-like. Ja, aber die Gladbacher haben es auch gut gemacht, muss man auch sagen. Hinten. Ja, Mitte war einigermaßen zu, haben außen immer gedoppelt. War schwer für Müller, dann da irgendwelche Räume zu finden oder sich in Szene zu setzen, muss man halt auch mal sagen. Ne? Also ist nicht so, dass die Gladbacher nicht existent gewesen wären oder sowas. Ja, keine Ahnung. Für Müllers Maßstaben gemessen möchte ich ihm trotzdem eine 4 geben. Musiala habe ich eine 2 geben, war für mich neben Levi, habe ich schon gesagt, so der Einzige, wo du gemerkt hast, yo, ich möchte gerne dieses Spiel noch gewinnen.
Ja, vielleicht ab und wann ein bisschen zu eigensinnig. Fairerweise muss man sagen, dass keine Anspielstationen da waren in den Momenten. Ne? Er hat es dann versucht, aber nach hinten hin. Hat versucht, das Spiel anzutreiben aus der Mitte. Denke, hat alles versucht, was ging. Malik Tillmann, ja, sorry an den Jungen, aber das war auch nichts. Ne? Das war eine 5 und gut ist da bisher noch gut mit bedient. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser, weil er vorne neben Levi stand. Da konnte er nicht mehr ganz so negativ auffallen. Aber komplett wirkungslos. Also weiß ich nicht, was der Nagelsmann da geritten hat. Den hätte halt. Ja, klar, verstehe ich. Dann hätte man vielleicht im Hinterkopf, ja, man tut ihm da keinen Gefallen mit. Er wird selber wissen, dass er schlecht war, ja. Weiß ich nicht. Kann man dann halt einfach zur Halbzeit auswechseln. Oder allerspätestens zur 60. Da hat er sein Gesicht gewahrt. Alles ist gut. War nicht sein Tag und ist doch gut. Bring doch irgendeinen anderen da rein, der da vorne vielleicht irgendwas macht. Sehr enttäuschend von Nagelsmann. Gnabry war für mich die 6. Ja, bleibe ich bei, Alter. Auch wenn er 9 Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, supi. Kann er sich einen drauf pellen, Alter. War für mich, war der einzige Außenspieler heute, ja. Und, ja. Mal gut, zweite Halbzeit war es einen Tacken besser, ja. Komm, lass uns auch eine 5, komm. Komm, darf den Gnabry nicht mehr so hart anfassen, aber war enttäuschend. Also erste Halbzeit war komplett enttäuschend. Zweite war ein bisschen besser, da war ein bisschen variabler auch mal. Da haben wir die andere Seite versucht und durch die Mitte und so. Aber ich weiß nicht, ein Spieler seiner Klasse in so einem Spiel, da muss einfach nach vorne mehr passieren. Ja? Ich meine, nach hinten macht er eh schon nur Alibi-Fußball. Dann soll er doch wenigstens nach vorne Gas geben, aber das war heute auch nicht gegeben. Ja, er war 2, 3 Mal mit vorne, aber also war genauso wirkungsvoll wie der Tillmann. Ja, so, für einen Offensivspieler also 5. Rocker will ich eine 3 geben. Hat erste Halbzeit richtig gut gemacht. Ich fand die zweite Halbzeit eigentlich auch okay. Konnte nicht ganz so die Akzente setzen jetzt aus der Mitte heraus. Da war Musala mehr dabei. Defensiv hat das okay gemacht, fand ich. Also jetzt ballsicher wie immer, konnte es immer anspielen. Einmal hat er vorne so einen Ballverlust gehabt. Das war zweite Halbzeit. Das war das einzige Mal, wo er negativ aufgefallen ist. Also will ich für mich eine gute 3 geben. Und Levi eine 2 plus eigentlich. Levi war super aktiv heute, hat nicht gemeckert, war richtig ehrgeizig, hat Vollgas gegeben. Auch über Außen, ist auch mal auf Außen geblieben, hat dann den Müller bedient in der Mitte. Also am Levi hat es heute nicht gescheitert. Hat ein bisschen Pech gehabt heute, der Levi, mit seinen Schüssen. Ja. Einer hat der Sommer noch ganz gut gecasht. Ansonsten zweimal den Pfosten noch da oder die Latte beziehungsweise. Ja, am Levi hat es nicht gelegen. Die beiden Jungs, ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Ja, gut, mit Nachspielzeit dann 20 Minuten. Wo das Spiel auch nur noch so hingeplätschert ist, hat man nicht wirklich viel sehen können. Ja, man hat ein bisschen so einen Eindruck gekriegt. Ja, ich finde es schade, dass man nicht mal... Ja, dass man nicht die 5 Leute, die man wechseln konnte, gewechselt hat. Ich weiß nicht, wofür man dann so einen Aufriss macht, da irgendwie die Jungs von der Nationalmannschaft zurückfliegt mit Stress hin und her, um sie dann 90 Minuten auf der Bank gammeln zu lassen. Vor allem, wenn man halt gerade 2-1 zurückliegt. Ja, fand ich Schwachsinn, vor allen Dingen, weil Gnabry und auch Müller nicht wirklich so stark waren, auch nicht ein Sabitzer nicht wirklich so stark war, als wenn man die nicht hätte auswechseln können und da nochmal was versuchen kann. Ja? Wie gesagt, gut, im schlimmsten Falle gehst du 1-4 runter, wenn es richtig kacke läuft, weil die komplett versagen, ja. Gut, dann ist das so. Aber dann kannst du, ja, wir reden immer von Talente fördern und dann bringen wir sie in so eine Spiele nicht. Fand ich ein bisschen schade. Gerade Bright MB, ja, der war auch schon mal öfter dabei. Den hätte man auch mal bringen können. Ne? Ich denke mal. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auch ein Nikolaus Feldhahn zum Beispiel, weiß ich nicht, da hat der Nagelsmann irgendwie keine Eier gehabt, fand ich. Fand ich ein bisschen schade, dass wir da nur 2 Wechsel gesehen haben und auch erst so spät. Und ja, das muss er sich auch ankreiden lassen. Ja. Klar hätte man jetzt sagen können, jo, bis zur 60. war es echt stark von uns, muss man so sagen. Ja. Kann ich verstehen, dass man da nicht wechselt. Aber ab da war nur noch Leerlauf. Es war einfach nur ein Hingeplätscher von beiden Seiten. Ja. Da muss ich doch dann mal als Trainer reagieren. Und nicht noch eine Viertelstunde warten bis zur 75.
um dann 2 Jungs da reinzuwerfen. Meine Meinung, Chance vertan, dafür, dass er sich immer so hinstellt oder so hingestellt wird. Er ist der große Förderer der Jugend und so weiter. Bin ich heute enttäuscht von ihm. Sag ich ganz ehrlich, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Da wünsche ich mir so einen Louis van Gaal, der hätte da ein bisschen anders reagiert. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Gut. Ansonsten, ihr merkt schon, so das Emotionale aus der Halbzeit ist weg. Ja, Gladbach hat auch nicht unverdient gewonnen, ne? Das muss man auch sagen. Klar, keine Frage. Haben es dann gut gemacht, haben es gut runtergespielt, zweite Halbzeit. Ja, aber jetzt auch nicht überragend oder sowas. Man hat ja auch gesehen, wir haben noch Torchancen gehabt. Auch gar nicht so schlechte durch den Nevi, aber ja, hat heute einfach nicht sollen sein. Ne? Muss man so hinnehmen. Nochmal, wie ich ja schon zwischendrin gesagt habe, für mich, ja, ist das keine Ausrede oder was richtig, das Spiel anzusetzen. Weil man kann da keine gute Regelung finden, wo man sagt, jetzt ab Spieleranzahl X, die Corona haben, sagt man das Spiel ab. Das klappt halt nicht. Ne? Weil man kann nicht die Spieler alle gleichstellen. Und ja, ich denke auch daran hat es heute nicht wirklich gelegen. Ne? Klar, mit dem Tillmann und mit dem Sabitzer da hinten links, wäre da ein Linksverteidiger gewesen, wären die Tore nicht so gefallen. Ja, wie sie gefallen sind, das muss man ganz klar sagen. Keine Frage. Ja, aber es ist ja nicht so, dass Gladbach uns an die Wand gespielt hat. Ne? Oder dass Gladbach Torchance auf Torchance hatte oder sowas. Nee, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Und das hätte man nicht verlieren müssen. Erst recht nicht, weil man jeweils zum Start in der ersten Halbzeit, die ersten 15 Minuten, sag ich mal, oder 17, in der zweiten Halbzeit so auch die 15 bis 20 Minuten ganz klar die bessere Mannschaft war und es dann jedes Mal wieder hergeschenkt hat. Ich weiß nicht warum, vielleicht Kraftproblem, Kopfproblem, keine Ahnung. Ja, auch dieses, ja, weiß ich nicht, dieses Nicht-Wehren nach dem 1:1, dann das 2:1, das war irgendwie komisch zu sehen. Das war nicht so wirklich Bayern-like. Klar haben wir auch keine Vorbereitung gehabt. Wir haben irgendwie am 4. haben wir uns getroffen. Ja, wir haben irgendwie ein Training oder 2 Trainings gehabt. Alles gut, alles verständlich, ja. Das soll jetzt auch kein Draufhauen sein und sowas. Dafür haben wir eine gute Leistung gebracht am Ende des Tages. Hat halt einfach das Glück gefehlt, ja, im Abschluss, muss man so sagen. Und hinten, ja, durch individuelle Fehler haben wir es halt hergeschenkt. Aber enttäuscht bin ich, da bleibe ich auch bei. Ganz klar vom Pavard, das war eine Frechheit heute. Genauso beim Gnabry, das war nichts. Alle anderen, ja, wie gesagt, so ein Sabitzer kann sich wirklich einen Vorwurf machen auf der Posi. Alle anderen war okay. Dann hast du die 2 Ausreißer mit Musala und Levi nach oben gehabt. Also hast du 2 nach oben gehabt, 2 nach unten. Der Rest war so Mittelmaß-Gesüppe. Ja, und richtig enttäuscht bin ich einfach vom Nagelsmann. Da bleibe ich auch bei. Also wechseltechnisch bin ich da komplett enttäuscht. Naja, gut. Das war unser Rückrundenstart. Zum Glück haben wir 9 Punkte vorgehabt. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Dortmund? In Frankfurt, ja, ist auch kein leichtes Spiel, aber vielleicht werden sie ein bisschen angefixt durch unser Ergebnis. Ja, ich glaube nicht, dass die Dortmunder da sich noch Hoffnungen machen, aber wir können ja mal gucken, was unsere nächsten Spiele sind. Ich meine, die verletzten Misere wird ja auch nicht viel besser werden. Spielen wir in Köln. Ja, die Kölner sind auch immer heiß mit dem Baumgart, ne? Abwarten. In Berlin dann, in Hertha. Hertha ist auch auf dem aufsteigenden Ast. Ja, dann spielen wir gegen Leipzig. Ja. Dann Bochum. Aber nehmen wir mal die nächsten 3 Spiele. Wären auch keine Selbstläufer, ne? Man weiß natürlich nicht, wie Quarantäne ist und so weiter und so fort. Goretzka ist wahrscheinlich noch, ich glaube nicht, dass wir den überhaupt noch mal wiedersehen dieses Jahr. Wenn er irgendwas im Knie hat und dann jetzt rumhumpelt und dann wahrscheinlich noch operiert wird und sonst was. Coman ist weg und ach, hör auf. Wir werden sehen. Also ich denke mal, die nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen wird sehr holprig noch laufen bei uns. Wie gesagt, zum Glück haben wir 9 Punkte Vorsprung.
Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir dann zur heißen Phase Mitte Februar bis April, Mai, vielleicht sind wir dann auf dem höchsten Leistungsgrad. Wer weiß, vielleicht kommt uns das irgendwie international zugute, wird man sehen. Heute waren wir definitiv nicht an unserem maximalen Leistungsgrad, mal abgesehen von Levi und Mysala. Der Rest war, glaube ich, nicht am Limit, was das anbelangt. Aber nochmal, wie auch, nach zweimal Training. Da kann man den halt auch den Spielern keine Vorwürfe machen. Ja? Da dürft ihr euch nicht immer alles so als Vorwurf sehen. Ich bewerte nur, was ich sehe. Ja? Und Gnabry unterirdisch schlecht ist und Pavard unterirdisch schlecht ist, dann spreche ich das an. Genauso wie ich es anspreche, wenn Mysala super ist und Levi super ist. Und dann, das Recht nehme ich mir raus. Aber natürlich weiß ich auch, woran es eventuell liegen kann. Aber beim Gnabry können wir das schon mal ausschließen. Ja? Weil das beim Gnabry die ganze Saison so ist. Da gibt es keine Ausrede. In meinen Augen. Und ein Pavard, ja, da reden wir auch jetzt schon seit 1,5 Jahren drüber. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass er den Verein verlassen möchte. Ja. Bovi, hau rein, nimm den Gnabry mit, könnt ihr an den Hand gehen. Ganz ehrlich. Ja, das ist wie ich sagte, man hat den Pavard so in so vielen Spielen angesehen, dass er keinen Bock hat, auf der Rechtsverteidigerposition zu spielen. Und dann hätte er heute brennen müssen auf der Innenverteidigerposition. Mal zeigen können, dass er dann eine wirkliche Alternative ist. Das hat er nicht getan. Also an dieser Leistung gemessen wird er nie wieder in der Innenverteidigung bei uns spielen, wenn nicht wieder irgendwie 2 Leute verletzungsbedingt, Corona-bedingt wegbrechen. Ja, muss man ganz klar sagen. Gut, mein Schlusswort, Leute. Viel zu lange gequatscht. Ich gehe jetzt mit dem Arsch ins Bett. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Guten Start in die Woche. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Tschüssi.